Wir gehen mal ein Keer raus, und zwar bei Lisa Jacquet. Lisa hat Blumen rundherum sich, der für an Stuff oder der für rundherum bei Natur und Umwelt, Lisa, weißt du? Und ich bin gespannt zu hören, was sie da für ein färbiges Programm für das vorhaben. Bei mir steht Nathalie Grotz von Natur und Umwelt, du hast es schon gesagt. An die Scheiblimmersche Hai kann mir sehen, leider nicht für am Stuff. Wir haben einen mega sinnvollen Nutzen. Und dazu kann Nathalie mal mehr sagen. Genau, also das sind eben typisch Wieseblumen aus also Wiese, so wie sie eigentlich müssen auch viele Wiese fannen. Die Blumen sind interessant für Insekten, weil sie einerseits Blähe bieten, das heißt Futter für die Adultinsekten, und do Nektar und Pollen bieten, aber eben auch die Raupen oder die kleinen Käfer bisschen Futter bieten, indem sie können und die Blätter frupsen und so weiter und so fort. Und die Insekten sind darum wichtig für als Zielarten, die sich von ihnen ernähren. Dafür baut die Stadt ein oder der andere ab. Das ist auch nicht gut Vegetation. Kein Däierscher. Wie eng Däierscherkeiten ist dann du a Pande kommen? War einerseits eben die ganzen Insekten, die sich, wie gesagt, schon von den Blumen ernähren, also von den Blähen erfrieren oder eben auch und dem Grings. Anderen aber eben auch all die Tiere, die sich von ihnen ernähren. Natürlich ganz reich Fischelscher, Fledermaus, aber dann auch eben die Tiere, die sich darum von denen ernähren. Natürlich hat das alles ob da dann hat abgebaut, aber mal etwas innen verlieren, da geht das ganz an den Bruch und verlieren alles. Ja, die hat auch noch selbst das ganze Live-Projekt, das ist Hanna, da ist ein bisschen schon genäht von der Welt, stell dich einfach hier bei mir. Voilà. Ein schönes Live-Projekt, da sind noch pure Arten von der ein bisschen spezifisch drauf. Genau, also wir haben eben an unserem Live-Projekt zwei Fledermausarten, die als Zielarten dabei sind. Ein größeres Hufeisennuss, wo wir just eine Kolonie am Land tun und auch eine Verantwortung auf europäischem Level, weil so am nördlichen Verbreitungsgebiet von der Fledermaus sind und eben danach zum Beispiel eine große Kolonie ist. Das heißt, das ist immens wichtig zu erhalten. Und dann Wimperfledermaus, die ein bisschen mehr häufig ist, aber auch noch nicht. Nicht, weil die alltag irgendwo gehen sehen. Dann haben wir von den Fischelarten, dann den Birdsdale, dann haben wir einerseits den Steghals und auch etwas für nur so Aktives. Das ist eine von den kleinsten Eulen, die wir haben, den eben auch sich von Insekten auf von kleinen Wirbeltieren ernährt. Dann den kleinen Neumärder, den Neuntöter, und den großen Neumärder, den Raubwürger, die eben Würgerarten sind, die eben hier Däierscher fangen und sie dann zum Teil auf den Draht oder auf deren Hacken abspießen, für sie dann besser fressen zu können, weil sie eben eigentlich Singfischel sind. Natürlich sie sind nicht so stabil gebaut, dass man mal so wie ein Greifvogel, und dafür pieksen sie dort ab, für das besser gefressen zu kriegen, auch für einen kleinen Reserve zu haben. Und dann eben nach den Drehhalschen, den einzigen inhemischen Spielst aus den am Winter nicht bei uns aus der Tisch den Migration mischt, an den sich eben ganz viel von sich ernährt. Also dem das ganz spezialisiert und darüber an seine Flotte Nummerhütte, weil er eben wann er Gefahr ist, dann dreht in der Kap so ganz rundherum, wie eine Schlange über 14 Männer. Das ist ganz komisch, das will man mal leben und nicht fressen. Was macht ihr da konkret für du zu helfen, dass man die mehr erhalten? Mit dem Live-Projekt kommt man einfach Moyen für auf Terra können Sachen umzusetzen. Das heißt wirklich konkret Strukturen pflanzen. Als Fledermaus orientieren sich mit Echolokation. Das heißt, sie brauchen immer etwas von den Echokagin, für das sie überhaupt gesehen, wo sie hinfliegen. Das heißt, war keine Hackendose, war keine Klottedose, von alles irgendwie ob aus. Da sehen sie gar nicht, wo sie drauf sind. Und eben auch einfach Hacken. Sind auch Nahrung für viele Insekten, ein Lebensraum, Nester für als Würgerarten beispielsweise, anderen aber auch eben Bungerte sind ganz wichtig, mit alle Bienen, wo man Höhlen dran haben, wo dann eben den Drehhalsen und den Steghals können leben. Okay, also wir haben wirklich viel gelernt heute. Dank dran, Bienen sind wichtig, Höhlen sind wichtig, Gräser sind wichtig. Ich meine, der ist vielleicht nicht gerade so frei, da können mehr Insekten sich daran abhalten, also wirklich ganz wichtig für all die schönen Arten, die wir so unbedingt gerne hier am Land halten. Das und dich, Kamil.